Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und heute will ich ein Thema aufbringen, wo in letzter Zeit ganz viel Kurse gehen, die das so angeboten gehen, wo ich einfach ein bisschen darauf hinweisen, dass die Sache vielleicht ein bisschen anders ist an der Kultur, wo sie hier kommen, betrifft gehen, wie mehr so heutzutage viel Gestalt kriegen an, wie man sie beibehalten kriegen. In diesem Fall geht es um das Thema geht um Thema Krafttiere. Das ist, ich will immer das Thema Krafttiere rausholen, mir auch das Thema Innertotemtieren, Totemtieren, was Nuancen sind, aber wie das wirklich bei Leuten geguckt gehen, als die aus Kulturen kommen, wo das Standard ist, sich damit zu befassen. Dafür greifen wir ganz kurz ab, was man heute sagt, ganz viel Hunde, natürlich wir haben einen ganzen Kopf Orakeldecks, wo der Krafttieren darauf gewiesen gehen, also gehen Tieren darauf gewiesen, und da wird gesagt, was die Message ist. Und auch da schleicht sie so ein, so ein Schockglaskusch, wird mal so auszudrücken, ran an die ganze Geschichte, und so sind die Tiere eigentlich ganz oft gar nicht zu verstehen. En plus gehen es ganze Kopf so Richtungen, dass sie so, ja, guckt er ganze Kopf von den Decks, nicht all, mit ganze Kopf von den Decks und nun mal ganze Kopf Tieren dran, aber sieht man mal eben einer Kakerlak dran. Wir haben gerade in der Zwischenzeit schon, dass sie verschiedene, die da ein bisschen über die Recherche gesprungen sind, ein Scheißmega 100% nicht dran. So alles, was eigentlich die Tiere sind, die mehr als lästig und als unangenehm betrachten, finde ich nicht wirklich dran. Auch Haraspel sie recht zählen zu finden, wobei die wirklich von den größten Lektionen haben, die mehr als Menschen, also mal ein Misten, und dafür da mal so auszudrücken. Letzter Punkt folgendes, und ich will darüber angehen, ich hatte schon glücklicherweise die Chance, eben mit dem Skywalking Sick Man zu schwätzen, den auch an also Gespräche das Thema von den Krafttieren und auch von den Totemtieren abzubringen. Ich probiere ich ein bisschen als zu dröseln, dass da ein bisschen Nuancen davon erkennt. Und ich weiß, dass ganz komplett so, und das geht nicht an der Dinge, bla bla bla. Wenn ich das nicht nur gecheckt habe und nicht nur kontrollieren konnte durch eine Person aus so einer Kultur, gebe ich das wahrscheinlich noch nicht so fest behaupten, wie ich das so. Die erste Sache, die extrem interessant ist, dass das, was bei ihnen ein Stammestotem war. Ein Stammestotem, die war dafür da, ja, wie sieht den Stamm aufzugrenzen, ein bisschen mit einer klar, also mit Gänsefüßischer. Weil spannenderweise geht nicht an den Kulturen gibt die Regel, dass nicht innerhalb von demselben Stammestotem bestehen darf. Ja. Sie hatte vielleicht keine Ahnung, was Genetik war, aber sie noch gemerkt, dass das immer ungesund Richtungen geholt wird. Und dafür haben sie auf der Weise das verhindert, dass es Inzucht gehen ist. Übrigens, Stammestotemen sind nicht auch hier in der keltischen Klane gehen. Das, besonders was die gallische Kultur betrifft, kann ich da ein bisschen den Hund als von den Stammestotemen Wildschwein als Stammestotem für die Leute, die ein bisschen aus unserer Gegend sind, an die Ausgrabungen um Tettelbirsch kennen, den Dingen, die Clan, so eine den doof war, den hier Stammestier war übrigens Pferd. Also Stammestotem kennen sozusagen. Wir gehen aber auch nach den Dingen von sozusagen einem inneren Totem. Das innere Totem, der ja, das ist eine Verbindung zu der Fauna. Es ist die persönliche Zwischenzeit auch der Meinung, dass man einen toten Baum und einen toten Pflanze und während ich am Anfang immer gemerkt habe, ja, das sind zweimal Flora-Aspekte, sind ich seit ich mich mit der Numerologie vom Taoismus befasse, ein bisschen auf den Punkt komme, ja, sie haben auch Holz Yin an Holz Yang, während Holz Yin eben mit das Klanggewächs, das Holz Yang steht für Beam und an erster Stelle. Also ist die Evaluierung vielleicht einfach nicht so falsch. Aber wie gesagt, das sind so meine Theorien. Und ich persönlich
kennen das auch, das heißt, mehr hun Charaktereigenschaften von dem der und noch Fähigkeiten von dem der mit dem man direkt verbunden sind, also individuell verbunden sind. Interessanterweise, also auch an den nordischen, an den germanischen Richtungen, also da bis an die Richtung gehen, und zwar das, was den Fylgja nennt. Und Fylgja, es wird auch gesagt, dass die Leute, die wirklich an den Dingen dran sind, so ein Wölver, also ein germanisch Hex, wird mal so auszudrücken, die erkennen darunter, dass Fylgja von den Leuten gesagt. Und das ist schon effektiv, ich habe die Erfahrung gemacht, die deren bei verschiedenen Leuten sind, also in dem ziemlich noch mit der Natur auf Verbindung steht, dem sein inner Totem, also sozusagen, schon sichtbar. Auch für so mal Leute, die vielleicht nicht so dran sind, die das Gefühl haben, ich weiß nicht, was denken sie mal, dass der, wenn ich die Person gesehen habe, vielleicht etwas daran hat. Auch da also den Dinge von wegen, die Auffassung, die wir davon auch haben, für zu sagen, mehr, du kannst nicht mehr ein inner Totem, der haben wird, irgendein, ich weiß nicht, ich sag mal, ein Feierbeinisch oder ein Filchen oder so, ja, nee, das kann alles Mögliche sein. Da gibt es für sie keine Trennung, weil für sie als all der ja, als der Bruder, an als Pflanz, als Schwester, und insofern gibt es für sie die Überlegung noch nicht. Das heißt, wir kriegen du ganz oft den Dinge mit, wenn wir das lehren, dass du Unterschiede gibt, das heißt, dass es selektiv ist, was wir ja nicht sehen. Anders B, die Lektionen, die du durch kommen, so, oder die Nachrichten, die da kommen, ja, wie ich eben gesagt habe, so übertüncht sind. Und was ist es so? Man muss sich vorstellen können, dass das in einer Zeit, die sagt man, die Kraft in einer Zeit losgegangen, wo Kulturen noch viel mehr nur bei der Natur waren, und das, was der Schaman gemäht hat, das sind das, der an der Natur beobachtet wird. Und den hat nicht mehr irgendwelche, wie soll ich das ausdrücken, Zucker, Seis, Geschichte miterlebt, den hat miterlebt, wie das der geht, wie das der an einer der bekämpft, umbringt. All die Sachen, die wir vielleicht nicht wollen, so umschirm haben. Und dafür sind ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich verschiedene von den Orakeln gesehen, weil die immer probieren, die Sache so harmlos wie möglich zu machen und dadurch 90% vom Message, was der Ränger mal darüber bringt, gar nicht mehr umschirmen. Und auch dem Menschen, den nicht lehren will, eigentlich den Teil von den Informationen, so mal 4 enthält. Das ist mal so den ersten Punkt an dem Dinge. Den zweiten Punkt, das ist eine Situation, die ich mal miterlebt habe auf einem deutschen Forum. Das ist außerhalb von der Karten eine ganz komplette Menge, das sind seine Kraft, deren nicht mehr an einer schamanischen Reise begegnen. Also in den nicht reisen kann und die dort Richtungen, ich werde auch noch auf das Thema von der Reisen angehen, den als unfähig seine Kraft zu begegnen. Auch da, das ist ein wenig anderem recht selektiv, weil das alles verbunden ist, das alles mit den verlebt an den Natur oder das Universum, wird mal so ausdrücken. Das zieht doch keine Trennlinie. Das heißt, wenn das merkt, dass ein Mensch keine so Riesen möchte oder die Riesen nicht kann machen, aus welchen Gründen auch immer, und der Message ist aber wichtig, dass er bei der Person auch kann, da wird dem der ja begegnen. Du gehst eine Situation von einem Herr, den immer dieselbe Strecke geholt für hinzufahren, und ein Kerl ist mit dem Auto liegen geblieben, stellt ein Auto auf die Seite, und trippelt den Weg bis hin, und dann auf Weg, überhält ganz cool elastische Hirsch. Aber während der Ding gesagt wird, nee, das ist keine Kraft, weil so erkennt, also so begegnet keine Kraft, wird hier festgestellt, dass ein Hirsch also seinen Platz wirklich anzuholen und auch zu singen, Ideen zu steuern, war ein Sache, was gerade auf der orbischen Thema war, also dass er kommt,
ein bisschen den, nennen wir den Platz sehr spielen an dem Moment. Und das ist ein wichtiger Aspekt, weil dem Moment für Klipperklo zu sagen, den Hirsch, die seht auch, dass er da ist während der Brunftzeit durch sein Klang, durch seine Stimme, und das hin also auch auf der Arbeit soll klar aussuchen, was hin da machen will, dann einer Arbeit diese zu machen hat, weil hin das will machen, und so weiter. Also das sind die Dinge hat, und das war gerade die Message, die wichtig für ihn war. Und hier ist da gesagt, ich schon, du hältst das Universum nicht wirklich zurück. Das kann einem genauso sehen, dass wenn ihn all die Sachen nur gerade 2 Minuten ausschließt, dass dann irgendein, ich weiß es nicht, dass ihn auf der Television gesagt, dass ihn ein Buch aufschlägt und das dran, egal ob was er dabei ist. Natürlich, also nicht, dass er so den Kraft ja also ein Hund, weil ich all den Hund von meinem Nachbar gesehen habe, von der schwätzt man nicht. Mehr so Nuancen an den Sachen, dass von den Hund sich einmal zu einem, wenn ihn etwas sieht und dann behält ihn sich anders oder so. Das können dann aber schon so Lichtmessagen sind, die immer durchkommen, par rapport zu, eben wie gesagt, all die anderen Fauna, und es gibt schon extrem viel dran, die also in der Richtung absteht. Dabei will ich ihre Job haben mit dem Gott. Menschen schwenken nun. Das, wenn sich der Mund nicht fusselig schwätzt, mir trotzdem ein bisschen richtig schwätzt. Momentchen. Da will ich dann auch einfach mal für euch zu weisen, wie die Story ist von wegen. Also ganz grob Leute auch mit der Idee kommen, was mein Kraft ja mir edel also so zu sagen. Was ist natürlich besser sehen, was für ein so mal, was für eine Fehlinterpretation das, was die Ideen betrifft. Schon ganz am Anfang, denke bei Facebook hatte ich eine Gruppe abgemäht von wegen viel Kraft an zu schwätzen. Da sind Leute, das echt was sie mit von sagen, ja, hallo, es sind den an den, an mein Kraft ja als ein Adler. Oh, an mein Kraft ja als ein Delfin. An mein Kraft ja als ein Wolf. Also wir waren auf demselben Zug wie NRW, wie mit den Erzengeln, und das den, dem am Erzengel Michael schwätzt, mehr Wert hat, wie den irgendeinen anderen Kontakt von der anderen Seite hat, anzuführen, das heißt, und immer um die menschlichen Dinge. Mir ich will euch einen kleinen Tipp, was die 3 Tiere betrifft, just mal so rausholen, dass denen hier ein Message vielleicht nicht unbedingt so Licht und Liebe ist, wie die Leute mengen. Wenn nicht Kraft der ihre Wolf ist. Der Wolf steht für die Lehre. Das heißt nicht, dass der einem Sahnisches beibringt, aber dass der noch ganz viel zu lehren hat. Schon erkannt, die stolz wie Oscar, demals singen Meister erklärt wird, dass hier bei so einer Reise einen kleinen Wolf begegnet war, und ich schon gelernt, und hin sie zu mir, mein Meister hat auch gelernt, und ich sagte, ja, da wissen wir genau alles, wie was los ist. Dann ist noch ganz viel zu lehren. Der Wolf ist den, den sich von kleinem lehren muss, ich den Sachen anzupassen, auch was die Gemeinschaft betrifft. Das heißt, den ist nicht vom kleinen Baby, zack, den Alpha-Wolf. Das heißt, den muss platzen, den muss sozusagen auch abschaffen. Ja, das alles steht an dem Dinge mit dran, was den Wolf betrifft. Aufgesehen davon, dass in da kann gucken, was also das, was der Wolf an der Situation gemäht hat, par rapport an damit den Vergleich davon sozusagen. Aber schamanische Völker, Naturvölker, die haben den Wolf lange noch geguckt, für zu verstehen, was der Wolf alles für Lektionen hat. Es ist also nicht einfach. Ich stufe den Wolf als edel, will an, also ideal, ich sehe, was ich will, sie sind nicht edel. Das ist absoluter Nonsens. Das ist wirklich auf die Finessen auch aufzupassen. Von wegen, wie funktioniert der Wolf? Du hast mal einen Film, genau noch ein Buch, wo er Wolf beobachtet hat, die gebe ich Leute absolut roten an dem Sinne ranzuziehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die geheischt wird. Wenn ich den Titel habe, von schreibe ich auch heute bei. Und da gibt es den Twyman Towery, sein Buch über die Wolf von wegen, wie in das, was Wolf betrifft, kennt an unserer Gesellschaft ersetzen. Und wenn er so Sachen bis into dann hat er eine minimale Idee davon, was das bedeutet, Wolf als Krafttier zu tun. Er glaubt mir, das ist kein Pipifax Krafttier.
Den Delfin ist genauso eine Geschichte. Der Delfin wird als extrem höch intelligent angesehen. Und er wird als auch extrem liebevoll und extrem empathischer angesehen. Guck dir schon ein Jahr an, er ist nicht liebevoll und empathisch. Gerade durch seine Intelligenz ist er genau so ein kleiner Psychopath wie der Mensch das. Von Rassismus für andere Delfinen zu zerstören, weil sie eine Hautfarbe von bis hin zu Vergewaltigungen, also die Panoplie ist ziemlich groß. Und er weiß genau, da macht also auch die Lektion ab, dass das, was mehr als höchst intelligent oder als etwas Besseres so gesehen, vielleicht genau das, wo es darum geht, für Kleinbrüder zu backen. Weiterhin steht dann auch an den Dingen, von wegen, dass eigentlich ziemlich einfach, das heißt, so gut, wenn es gibt so den Dingen von wegen, das Leute so, ja, wenn ein Fisch wird, auf Fisch machen so einen Schwarm zusammen, da sehen sie aus wie ein großes Tier und dadurch gehen sie von anderen gefragt. Ein Delfin fährt sie nicht. Die weiß genau, dass nur mit der Schnitzop kann da durchschwammen und sich dann in dem Moment Fisch nach dem anderen holen. Der Text steht echt dafür, für die Illusionen, die anderen Leute abzusetzen, für die zu erkennen, 100 Spieler zu sehen. Also das ist nicht einfach das, oh, den ist so licht und liebevoll an schwimmt der Rebe auch ab. Absolut nicht. Und der Adler, der Majestätische ja mal aufgefunden, wir sind davon, dass der Rechen eigentlich muss unheiren, für das wisst, wie das ist, wenn ihr nach außen hin extrem ausgesetzt, wenn ihr in den Schneeball abmischt, da könnt nicht immer unbedingt das Imposanz dabei heraus. Was so kleine Message aus den engem Natur so mit einem gewissen Schmunzeln umgesieht mat Repaget, was den Adler betrifft, aus den Adler den absolute Beweis, dass er viel zu viel fest an den Situationen verfries festhängt und dass es darum geht, Distanz zu der Situation zu kriegen, für verschiedene Sachen nicht mehr so persönlich zu werden. Also der merkt, genau die Tieren, die da vielleicht als besonders edel und als besonderen Dingen du hat, dass merkt, so, da mat de beweisen ech wie weit ich an dem WNRW sinn, dat könne genau die Ideen sind, die ich eigentlich weisen, dass es vielleicht in der Zeit als unzufänge Kleinbrüder zu backen, an ich wirklich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, an die Dinge, das Thema an sich oder RW minimal ein bisschen mehr ich zu holen, und nicht als kleinen soziokratischen, ganz physischer, kleinen Ego-Trip. Ich hoffe, dass ich los ein bisschen den Tour gemäht tun. Das wie immer, der frohen Hut könnt ihr recht gerne melden. Wenn du auch frohen Hut, dass so was bedeutet das und das Kräfte, ja, wenn ich da kurz zusammenkomme, gebe ich einfach einen Podcast machen, wo ich verschiedene Kräfte ihre vorstellen. Das ist absolut kein Thema. Und ansonsten wie immer, merci für den Anlauschen. Schöne Mittag, schönen Abend, und gute Nacht.